Sag mal, täusche mich oder nervt Taya mehr als Navi früher? Das Wasser ist schon mit Fei. Ja, willkommen zurück zu Majora's Mask 3D. Dritter Part bereits. Es ist wieder okay, darum, Taya, komm, gehen wir schon. Komm schon, ist aber knapp. Mann, ey, ist alles echt nerviger als Fei, was soll das heißen? Kann man irgendwie schneller raus oder aber muss ich da die Hardcore-Variante, erscheint fast so, wa? Ja, ist cool, wir sind hier rein. Hopp. Blub. Observatorium! Habe ich irgendwie keinen anderen Ausgang? Ich dachte, irgendwie würde es schneller gehen. Das sind übel Scherze aus. Nö, tut er schon nicht. Ich gehe wieder zurück, wa? Ja, beim anderen Weg gibt es echt nichts. Das heißt, wir müssen hier durch. Hui! Jetzt bleibt nicht mehr viel Zeit. Nein. Ui, das war knapp. Ja, Bein abgesoffen mit Link. Mit DQ Link. Wohlgemerkt. Mir so Tapseltape. Ost-Unruhstadt. Ja, wir sind fast da. Oh, Kid! Jetzt kriegst du was auf die Nuss. Hallo, Kleiner. Bomber-Infobrett. Okay, wir haben wieder Einträge zu sehen. Ja, kommen wir später. Hui, alles klar. Hui, und schütt und hallo da. Im Zentrum. Na gut, sind nur noch von mir aus. Hä? Wow. Halt die Fresse, Mann. Komm ich hier schon darauf? Ja. Ich will irgendwie da hoch. Wow. An Ruhe, Mann, der Köter! Wie komme ich da jetzt am schnellsten wieder hoch? Habe ich irgendwie sogar einen Flugpunkt noch für uns? Nee. Was wollen die Alte? Da kann man jetzt nicht eine Rubine deponieren? In 24 bereits deponieren, war? Etwas, mal die dran kannst. Noch nicht. Was denn? Komm schon! Ja, ist eine coole Funktion, weil das Geld bleibt natürlich auf der Bank. Also verspäten so, also wieder. Ja, wir sehen sie gleich, was ich gleich mache. Kommt die Sonne? Ja, müssen jetzt warten oder was? Und wir sind wieder hier beim Maskenhändler. Ja, toll. Ist jetzt echt die Frage, müssen wir jetzt warten, bis das wird aufgehen, wir stoppen können, oder aber können wir irgendwie vielleicht sogar das Herzteil abgreifen? Ich glaube eher nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Weil hier hoch kommen wir nicht, wir können eigentlich nur hoch springen nachher mit normalem Link. Das heißt, wir müssen jetzt echt warten. Nee, kann nicht sein. Lass mich in Ruhe, dämlicher Köter. Jetzt reicht's. Bringt gar nichts bei dem? Blasen bringen nichts bei dem. Hilfe. Ja, toll, was macht der hier? Da oben wäre schon die Tür. Ich musste irgendwie hochkommen, wa? Tja, natürlich die Frage, normales Fliegen hier. Moment, das geht doch hier gar nicht. Ich habe hier gar keinen Flugpunkt. Genau, der ist da. Der will natürlich nicht, dass wir das Teil benutzen. Aua! Dämlicher Kleffer, ey. Ah ja, wuff. Lalalala. Toll, die Eule. Ja, mal schauen, wa? Und sonst irgendwie keine Möglichkeit hier zu fliegen. Nee, ich glaube echt nicht, wa? Alter Schwede. Tja dann, ich würde sagen, warten wir.
Du. Lala. Dass ich nicht hochkomme. Darf vielleicht, wenn ich bei ihm irgendwas noch mache? Ganz lange ausverkauft, lang kümmere ich um meine Geschenke für meine Frau. Man soll ein Haus und gerne abkaufen. Ah, okay. Inklusive Dekobaum. Ja, kriegst du hier. Oh, dieser Stein, du musst mir geben. Sofort, bis ich einen Platz haben. Inklusive Dekoblumen. Neu wär's. Kein Problem. Gegen Landurkunde getauscht. Oh, ich danke dir jetzt aber das perfekte Souvenir für meine Frau. Es ist lange her, dass sich ihre Augen im Glanz eines so kostbaren Juwels erfreuen durften. Okay, Mann, ja, kannst du das wieder verkaufen. Und tschüss. Und der Rahmen wieder kleiner. Oh nein, Freunde, ist bald soweit. Der Tag ist nur vorbei. Mann, ey. Und da ist soweit. Dämmerung des letzten Tages. Es bleiben 24 Stunden. Nicht mehr ganz so viel. So, jetzt aber. Komme ich denn überhaupt da? Oh! Zum Hoch sogar. Leute, das erste Herzteil. Ich werde wahnsinnig. Noch nicht zugänglich zu sein. Wir müssen Zeit rumbringen. Lalalala. Yeah, Mann, Herzteil und Tschüssikowski. Yeah, geil. So, jetzt endlich kann ich das machen hier. Und zwar bei der Bank einzahlen. Wieso? Ganz einfach. Eines der großen Faktoren. Merkt schon, was ist jetzt los? Tja, der Mond, der kommt näher. Hallo, bin gleich da. Oh nein. Ein großer Pluspunkt des Spiels ist ja, dass wir eigentlich unser Inventar und so, sprich Rubine und so weiter, zumindest aus dem Vorgänger noch so, verlieren würden. Nach dieser Szene dort oben, war. Ja, sobald die vorbei ist, werden wir alles verlieren. Aber wir können natürlich alles einzahlen, natürlich gewisse Dinge auch behalten, wie zum Beispiel hier im Inventar. Ja, zum Beispiel gar nicht. Ich glaube hier Dekonys, die verlieren wir alle, aber halt Masken wir behalten, natürlich auch Status hier. Natürlich auch die Landurkunden und so und die Herzteile etc. etc. Und auch, was ich vorhin bereits erwähnt habe, hier unser Konto. Also Rubinen deponieren, ja, gut, ja. Rubine, geben wir eine Rubine bei. Okay, Rubine bezahlen, wunderbar. Und drück mal alles. Eine Menge. So, Marco, mein Name war. Okay, ist gut, bei guten Händen und tschüss. Ja, wir haben dich immer kennen. Okay. Ach ja, das ist echt ein geiler Aspekt. Ja, wie gesagt, wir müssen lang warten, bis der Tag rum ist. Wir können eigentlich noch alles machen hier. Dann noch ein bisschen mit den Leuten quatschen, wa? Wer bist zum Beispiel du hier? Es tut mir leid, Paul, aber ich würde auch gehen. Hä? Wer ist Paul? Paul Panther? Vielleicht kann ich da hinfliegen, doch mal gucken, wie das geht. Du. Und die Mucke, die wird schneller. Ui, das war knapp. Hey, Kumpel. Hey, wusste sie langsam aus, wäre diese Aufgabe unerfüllbar. Glaube ich auch. Hey, wusste es, Mann. Ja, du weißt natürlich viel. Kann ich mal die Kiste aufmachen? Violette Rubin. Alter! Krass, war. Nicht schubsen. Nicht schubsen. Ich komme. Oh nein. Und tschüss. Wir keinen Falsch ankriegen. So, 5 Rubine, wir gleich einzahlen. Und das ist so geil. Ich glaube sogar, wenn wir halt wieder dieses Event auslösen. Dann würden wir sogar die Truhe nochmal finden. Sprich, noch mit dem Inhalt nochmal mit 50 Rubinen. Das wäre natürlich ganz geil. Michael, wa? Rubine einzahlen. Klar, der kennt uns einfach, ist klar. Yeah, man, 74 Rubine. Geil. Tja, ich glaube, wir haben ziemlich das Maximum rausgeholt. Es ist bereits 10 Uhr am 3. Tag. Dämlicher Kläffer, lass mich doch in Ruhe, Mann. Sonst kläffe ich dich an die Wand. Lalalala. Was gibt's anderes zu tun hier? Das haben wir soweit gemacht. Wir können theoretisch mal gucken, was hier noch los ist. Weil wir haben gesehen, hier ist eigentlich noch eine Türe. Das natürlich auch. Aber natürlich auch, ist nicht mehr da. Nein! Naja, mal gucken jetzt hier noch. Komm raus, komm raus. Kommt gar keiner. Darf ich die Türe aufmachen? Ich bin so frei. Sie ist versperrt. Verdammt. Irgendwie jetzt ein Tag und so, wa? Okay, das ist der Frosch.
Ein kleiner Frosch, lalalala, lalalala, die Welt, die geht unter. Wenn natürlich der Mond auf die Erde fällt, ist das eigentlich logisch. Was gibt es sonst noch zu tun, Leute? Ah, Hilfe. Okay, hier gehe ich nicht unter. Mann, so. Hoi, hoi, und jetzt sind wir hier im Westen. Was gibt's denn hier noch? Der Postbote! Was willst du hier noch? Nein, bleib hier! Okay, wir dürfen mit. Das Postamt. Der letzte Tag ist trotzdem noch hier? Was pennt der hier? Letzte Nacht habe ich mir selbst einen Brief geschrieben und in den Briefkasten geworfen. Ich habe ihn gerade rausgeholt und diesen Nachmittag werde ich ihn zustellen. Ich glaube nicht, dass ich ihn machen kann. Kommt was er wolle. Das stört mich nicht. Der schreibt sich selbst Briefe und liefert sie sich selbst. Oh mein Gott, wie einsam muss man sein, um das zu tun. Ich würde gerne darüber lachen, aber es ist einfach nur traurig. Richtig, richtig traurig. Bombos! Du bist in den Kopf gefallen, war für ein Deko-Junge? Du bist ja ganz cool, war? Was? Händeldeko und immer ganz im gleichen Volk. Ah ja. Ja, wir kennen ihn bereits. Das ist mir doch klar. Oh Mann, du bist doch ein Trottel. Was ist denn eigentlich hier noch? Ich glaube auch nichts mehr, wa? Ich habe gerade irgendwie ein seltsames Déjà-vu, dass doch der Typ, der die Rubine von uns hortet, dass der eigentlich hier war. Hä? Noch nicht? Sprich, ursprünglich hier war und jetzt ist er plötzlich hier in Süd-Unruhstadt. Tja, nun will man sagen, wenn wir wieder hoch war. Denn es bringt hier nichts zu warten. Lalalala. Kannst du natürlich ein paar doch schneiden. Ist bereits offen? Wir sind Mitternacht am Vorabend des Karnevals. Ja, wir sind bereits dabei. Sie sind nicht zugänglich, Mann. Ja, dauert nicht mehr lange, keine Sorge, ich bin noch in diesem Part hin. Ich werde noch gucken, ob wir irgendwas vergessen haben. Der hatte gar keine Nasenhaare. Der Mann im Mond, der keine Nasenhaare. Da oben ist sowieso nichts. Ne, auf den Dächern war ich soweit auch. Wobei, dort hinten könnte noch was sein, wa? Das sieht so aus. Wir haben 3 Uhr nachmittags. Das könnte noch klappen. Und juhu! Ui, könnte aber knapp werden. Geschafft. Hup. Nö, hier ist nichts. Verdammt! Aber hier. Und was haben wir hier? Noch ein Rot-Rubin. 20 Rubin, auch noch einzahlen, wa? Ja, würde schon sagen. Denn wie gesagt, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, sobald wir halt das Event auslösen, verlieren wir halt alle Rubine, die wir halt dabei haben. Das wäre natürlich schade, wenn wir plötzlich 0, also alles verlieren würden, wo wir doch alles noch einzahlen können, nachher wieder dabei hätten. Wunderbar, nun, alles, ja, dankeschön. 94 Rubine bereits. Nice, wa? Ja, hier sammeln sie relativ schnell Rubine. So, also langsam Abend. Lalalala. So, nachdem wir jetzt noch hier ein bisschen warten, kann ich ja schon mal auf einen der Punkte eingehen, wieso ich Majora's Mask, das Original, damals in die Ecke geschmissen habe. Ja, es hat mit dem Zeitdruck zu tun. Jetzt natürlich denkt ihr euch, ja gut, wieso sind es so 72 Stunden? Ingame natürlich irgendwie nur 72 Minuten und so etwas, ist doch gar nicht mal, also, geht doch eigentlich so gar nicht mal so wild. Von ein bisschen Zeitdruck von dem und so. Ja, das soll natürlich stimmen. Aber es gibt ein ganz, ganz anderes Problem, was mit Eulenstattung zusammenhängt. Und zwar... Und jetzt soweit, war. Gut, das kann ich mal erklären. Naja, nö, ist nichts mehr los hier. Mit den Eulenstatuen. Wenn man dort speichert, also sprich speichern, hier bei Majora's Mask, ist nicht so wie bei Ocarina of Time. Wenn wir bei Ocarina of Time gespeichert haben,
dann halt ausgeschaltet haben, wieder eingeschaltet haben, die Konsole oder ein Handheld, wie auch immer, dann sind wir entweder zu Hause, sprich im Kokiriedorf wieder aufgewacht, oder halt im jeweiligen Tempel oder auch in der Zitadelle der Zeit. Hier ist das anders. Tja, denn wenn du hier speicherst, also speichern eigentlich geht gar nicht so richtig, auch natürlich bei der Schnellspeicherfunktion, aber ansonsten speichern geht nur mit Ocarina of Time und zwar indem man halt die 3 Tage wieder zurückdreht. Toll. Kann natürlich sagen, okay, 72 Minuten, dann drehst du sowieso wieder zurück, sparst sowieso erneut, ist ja kein Problem. Für mich damals schon, denn das war eine Zeit, ja, 2000, da war ich, ja, da 12, 13, war ich so Pubertät drin und, ja, gab ein paar verschiedene private Faktoren, wo ich halt täglich nur etwa vielleicht eine halbe Stunde bis Stunde zocken durfte an der Konsole. Da war natürlich das hier total beschissen, weil ich natürlich immer da speichern musste und danach immer wieder das ganz zurückstellen musste und dann wieder viel verpassen oder verpasst habe halt, sprich ich konnte die 3 Tage nicht voll ausnutzen. Und da habe ich das Ganze wirklich gehasst, vor allem das Speichersystem. Das habe ich damals so sehr verabscheut. Ja, ich muss wirklich so sagen, es war echt lästig. Ich weiß natürlich nicht genau, wie es jetzt ist, hier bei Ocarina of Time 3D. Man hat schon etwas flunken oder munkeln gehört, es soll ein bisschen verbessert worden sein, andere sagen es halt noch gleich. Wir werden sehen, aber das Speichersystem original fand ich echt beschissen. Das ist, wie gesagt, einer der Punkte, wieso ich Majora's Mask damals in die Ecke geschmissen habe und bis vor 2, 3 Jahren eigentlich, oder waren es sogar 6 Jahre, nee, erst etwa 3, 4 Jahre sogar, nicht mehr anrühren wollte. Nun gut. Kommt echt immer näher, scheiße. Ey. Ein weiterer negativer Punkt, den werde ich dann, also erst im Ende erzählen bereits, in den nächsten Parts auch. Ich glaube, dann werde ich bereits in den nächsten Parts mal, wenn es dann, ja, doch machen wir es, weil wir wieder zurückverwandelt sind und so, werde ich dann mal den nächsten Teil. Wie ich das Spiel damals noch nicht so mochte, vermutlich auch diesmal, also, ja, im Großen und Ganzen natürlich schon ein geiles Spiel und so, da wir dann näher darauf eingehen. Aber es gibt dann noch einen wichtigen Faktor, der vor allem für mich, der ja, wie ihr wisst, vor allem auf die Hauptstory fixiert ist, nicht so sehr in diesem Spiel angetan war. So, wir haben es gleich. Und so geht es sein, wir müssen noch etwas warten. Ist bald schon Mitternacht. So, jetzt aber. Das habe ich damals nie verstanden. Wieso gibt es ja trotzdem Feuerwerk, wenn doch jetzt alles im Arsch ist? Und hallo, man sieht, dass der Mond gerade auf die Erde krachen. Trotzdem, ja, wir feuern das. So, und nun, Hawkit, du bist fällig, Mann. Und zwar sowas von. Zöger jetzt nicht, Sida, du kannst jetzt hier hinaufgehen. Ja, müssen sogar. Knapp 6 Ingame-Minuten, bis alles hier von Arsch ist. Ja, hat echt schöne Zähne, muss er zugeben. Tralalala. Schwester! Ah, Tail! Wir haben noch gesucht! Hey Rocky, wie wär's, wenn du diese Maske jetzt zurückgeben würdest, wa? Ist mir überhaupt zu? Sümpfe, Berge, Ozean, Canyon. Rasch, die viele dort gefangen sind, bring sie her! Du sprichst nur, wenn ich es dir sage, törichte Fee! Nein, lass meinen Bruder in Frieden! Oh, okay, glaubst du wirklich, wir wollen jetzt noch deine Freundin sein? Nun, was auch immer. Selbst wenn sie jetzt noch kommen würden, können sie mit mir nicht mehr fertig werden. Seht nach oben! Versucht doch, das Unabwendbare zu verhindern! Jetzt komme ich wirklich! Oh, Scheiße! Das ist nicht cool, das ist nicht cool. Angreifen, bitte was? Ja, toll. Ja, natürlich auch schießen und natürlich mit dieser netten kleinen Power hier. Natürlich erst erstmal fallen.
Die Ocarina! Schnell! Fluh! Wir haben sie zurück! Hier, Mann, Prinzessin Zelda hat die einzige wertvolle Instrumente überreicht, ja. Zelda, die wir nur einmal gesehen haben in diesem ganzen Spiel und nachher nie wieder. Trotzdem das Spiel natürlich Legend of Zelda, ist klar. Berühre das Symbol und drücke dann A, X, Y, L und R, um den Artefakt magische Töne zu entlocken. Drücke B, um dein Spiel zu beenden. Plötzlich kehrt die Erinnerung an Prinzessin Zelda in dein Bewusstsein zurück. Du hast also tatsächlich vor, Hyrule zu verlassen? Ja, ich muss. Um Navi zu finden, um mein Schicksal zu erfüllen, denn Gandalf ist bereits aufgehalten worden oder wird noch aufgehalten werden. Auch wenn wir uns erst seit kurzem kennen, kommt es mir vor, als würde unsere Freundschaft schon eine Ewigkeit währen. Unsere gemeinsamen Tage in Hyrule sind unvergesslich. Mein Herz sagt mir, dass der Tag kommen wird, in dem wir uns wiedersehen werden. Bis diesen Tag, nimm dies an dich. Das Erbe des Könighaus von Hyrule. Ich bete, dass deine Reise eine sichere sein wird. Falls du das zustößt, erinnere dich an dieses Lied. Du 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 du. Du erinnerst dich wieder an die Hymne der Zeit. Ja, welcher Zelda-Fan würde diese Hymne wohl jemals vergessen? Ein Lied voller Erinnerungen an Prinzessin Zelda. Tschüss, Mann. Die Göttin der Zeit wacht über dich. Wenn die Hymne der Zeit spielst, wird ihre Macht dir beistehen. Immer. Na dann direkt mal testen, wa? Wir sagen raus. Mach aus, soll sie in Erinnerungen schwelgen. Mach nicht jetzt, hier und jetzt. Die Salto-Ocarina kann uns jetzt auch nicht mehr helfen. Zur Hilfe, Göttin der Zeit, bitte hilf uns, wir brauchen mehr Zeit. Tja, und genau das ist halt das Kernstück davon. Wir brauchen Zeit. Huch. Dieses Instrument, was ist denn plötzlich her? Das fragt mich auch. Das sieht halt ziemlich cool aus. Geil, Mann, wir sind halt voll die Trompetenspieler. In der Zeit, wa? Ja, ein paar fehlen hier noch. Gut. Mit Trompeten klingt es noch viel instrumentalischer. Und da sieht man schon, Rubine sinken, Dekonysse fallen weg. Wir verlieren alles. Ja, sogar die Urkunde. Verlieren wir hier drin echt alles, wa? Krass. Nein, jetzt schon wieder! Dämmerung des ersten Tages. Es verbleiben 72 Stunden. Was ist passiert? Alles ist wieder wie zuvor. Ja, wir sind 3 Tage in der Vergangenheit gereist, nicht 7 Jahre, bis Ocarina of Time war. Nee, ja, Ocarina of Time, doch. Unser Ocarina hat ein bisschen nachgelassen, war. Auf neu begonnen. Der Mond. Cool, wa? Was hast du getan? Dieses Lied ist ein Instrument. Das Instrument! Warte, das ist es, dein Instrument. Der Maskenländer hat doch gesagt, dass er dich zurückwandern könnte. Hast du schon wieder vergessen? Naja, ja, Freunde, und das können wir jetzt... ist cool, dann wird so da links unten wirklich Trompete. Ist das nicht alles nice? Aber jetzt wird doch erstmal noch die Statue aktivieren. Und zwar, um zu speichern. Speichervorgang und... Ja, ich glaube, es war doch, also im Original war es zumindest so, dass man hier auch nur schnell speichern konnte, sprich, wenn man halt zurückgekehrt ist, war die Speicherfunktion wieder weg und man konnte echt halt nur durch die Ocarina of Time, sprich durch die Hymne der Zeit,
jeweils speichern. Und das, was ich damals im Original so was von beschissen, du halt nicht täglich irgendwie stundenlang zocken kannst, dann war das echt doof. Und natürlich hier jetzt, also natürlich schon mit der Emulatur natürlich besser. Weil da kannst du natürlich jederzeit einen Snapshot machen. Okay, jetzt halt ein bisschen langsam merke ich gerade. Und natürlich jetzt vor allem hier auf dem 3D, das kannst du einfach zuklappen. Also im Sinne von, tschüss, wieder hoch. Nice, wa? Nun gut, Freunde, wie gesagt, wie es hier weitergeht mit den normalen Linken hoffentlich und noch vielen weiteren Abenteuern, sehen wir dann im nächsten Part wieder hier bei Majora's Mask 3D. Bis dahin, tschüss!